자, 드린데 파마 대제메 지주 닌 담비기 임무드 차리 와래. Heute ist der erste Tag dieses Aya Kshema Frühlingsunterweisung und ich möchte hier meine Grüße übermitteln an alle, die hier über das Internet zuhören und alle die Lamas Tugus und an die anderen Kalyana Mitras, die Herzensfreunde, die Mönchen, die Nonnen und in den Klostern und Nonnenklostern und natürlich im Besonderen auch die Nonnen möchte ich grüßen, die hier teilnehmen an diesem Aya Kshema Frühlings-Dharma-Unterweisung und an die anderen Freunde in der ganzen Welt und alle meine tibetischen Freunde überall unterwegs oder zu Hause. An meine herzlichen Grüße für dieses neue Jahr des Tigers. Und das ist also das Frühjahr liegt noch nicht lange zurück, das neue Jahr, das tibetische, und ich möchte allen ein herzliches, gutes, neues Jahr wünschen, dass alle ihre Wünsche im Zusammenhang mit Dharma in Erfüllung gehen. Und in diesem Zusammenhang zu heute beginnt hier für einen weiteren Monat in unserem Zusammensein hier diese gemeinsamen Unterweisungen zu Mikyu Dorjes Lebens- und Befreiungsgeschichte. Das ist ein großes Glück, dass wir diese Gelegenheit haben. Wie jeder von euch weiß, natürlich sind diese Tage in der Welt heimgesucht durch Epidemien, durch Hungersnöte und durch Kriegskonflikte. Und wir sollten deshalb uns besonders bewusst werden, wenn es in dieser Welt so schwierig ist, dass wir jetzt und hier ein bisschen Freiraum haben und Gelegenheit, um Dharma zu üben, ist außerordentlich wertvoll, dass wir wertschätzen sollten. Wir sollten es wirklich als wundersam ansehen und zugleich aber auch natürlich uns bewusst, dass wenn wir Länder wie Ukraine denken, die hier unter schwierigen Bedingungen leiden, da ist Angst und Leid Tag und Nacht ohne Unterlass auf Menschen einwirkt, oder wenn wir nach Afghanistan schauen, sind da Millionen Leute, die nichts Richtiges zu essen haben, und da gibt es viele andere Länder noch, zum Beispiel Leute in Syrien, wo weiter Kriegskonflikte und andere Schwierigkeiten die Menschen dazu bringen, ihr eigenes Heimatland zu verlassen und in anderen Ländern Zuflucht zu suchen, weil sie sonst keinerlei Schutz genießen. Und viele sind da in solchen schwierigen Situationen. Und wenn man darüber hört und darüber erfährt, dann ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir jetzt und hier für ganz Nichtigkeiten vorübergehender flüchtiger Freude mit anderen uns in Streit verwickeln. Und jetzt, wo wir hier die besten aller Umstände haben, sind wir immer noch unzufrieden. Wir sagen unsere Unzufriedenheit und unsere Abneigung anderen direkt ins Gesicht. Wir sprechen hinter ihrem Rücken und wir bringen sogar andere mit Zwietracht gegeneinander auf. Das ist doch verrückter als verrückt. Das sollten wir mit einer großen Deutlichkeit erkennen. Und zur selben Zeit, wo wir hier diese wunderbaren Bedingungen haben, sind wir uns dessen nicht bewusst. Wir sind immer wieder so neurotisch und verrückt, wie wir darauf reagieren. Und wir sollten erkennen und es begreifen, dann ist das, was wir bedenken sollten jetzt und hier, dass wir im Augenblick etwas an Wohlgefühl genießen und auch eine Freiheit, die wir für einen großen Sinn verwenden sollten. Wir sollten diese Chance nicht uns entgehen lassen. Das ist das Wichtige zu begreifen. Und
Eine tiefe innere Entscheidung sollte getroffen werden, dass es so wichtig ist, diese Gelegenheit zu nutzen. Allgemein ist doch so, wenn wir vor einer Dharma-Unterweisung sollten wir uns unserer eigenen Motivation, unseres Ansinns bewusst werden. Und wenn wir in dieser Weise darüber nachdenken, dass wir in diesen Situationen tatsächlich unsere Motivation überdenken sollten. Tatsächlich unser jetziges Leben, unsere Freude, unsere Wohlgefühl und das einerseits und dann dieses Leid aller Wesen andererseits, wenn wir darüber immer wieder nachdenken, dass es das Wichtigste ist, den Zustand vollkommenen Buddha-Erwachens zu erlangen. Wenn wir das so allgemein nur bedenken und so darüber allgemein uns Gedanken machen, dann ist das etwas zu vage und ohne Geschmack. Wir müssen tatsächlich dieses Lebens in dieser Realität hier bewusst werden. Der abstrakte Gedanke, dass wir irgendwann vielleicht Erleuchtung erlangen wollen oder ohne es mit unserem jetzigen Leben und diesen Bedingungen, die wir jetzt und hier genießen, in Zusammenhang zu bringen, macht nicht viel Sinn. So ganz allgemein, die meisten, die hier zuhören, sind sich bewusst, dass wir über Karmapa Migyu Deutsche sprechen. Jemand, der als ein großer Gelehrter in die Geschichte der Karma-Kamtsang-Tradition oder allen Kagyu-Linien eingegangen ist, aber nicht nur das, er ist darüber hinaus auch in allen anderen Überlieferungstraditionen, den Sakya, den Gelux, den Kagyu, den Nyingmas und so weiter, in einer besonderen Weise bekannt. Und auch unter all den verschiedenen Karma-Bars in ihrer Abfolge ist er derjenige, der den, könnte man sagen, größten Einfluss hatte durch hier seine Sprache, seine Erklärung über den mittleren Weg, den er geschrieben hat, über Bhagya, Paramita, über Vinaya und Abhidharma und so weiter. Und wenn man so den Einfluss seiner Worte bedenkt, dann ist er sehr weichreichend, ist von einer großen Enormität. Und seine Lebens- und Befreiungsgeschichte deshalb kennenzulernen oder sie zu studieren, wie man das sagen will, ist von großer Wichtigkeit. Und insbesondere aber auch natürlich für unsere Kagyu-Lehrinstitute, die Kshetras, ist es sehr wichtig, so wie in allen anderen Schulen heutzutage in dieser Zeit es wichtig ist, dass man über Geschichte etwas lernt. Und wir in unseren Kshetras, wir haben noch nicht einmal eine einzelne Klasse dazu, die Geschichtsunterricht vermittelt. Und ganz besonders, wo es wichtig wäre, die Lebens- und Befreiungsgeschichten jener Lehrer kennenzulernen, die unsere Schulbücher geschrieben haben. Das ist doch eigentlich etwas sehr beschämend, eigentlich eine sehr traurige Situation. Es gibt ja einen historischen Text, den Langtipoti Sero, in dem heißt es dort, Leute, die ihre Vorfahren nicht kennen, die sind wie die Mönche, wie die Affen im Wald, im Dschungel. Und Menschen, die ihre eigene mütterliche Überlieferungslinie nicht kennen, sind wie gefälschte türkise Drachen. Und die ihre Vorfahren Erbe nicht sich bewusst machen, sind wie Kinder, die einfach aus ihrem Heimatland vertrieben sind und nicht mehr wissen, wo sie hergekommen sind. Wenn wir unsere eigene Überlieferung nicht kennen und dann glauben wir, sind etwas Besonderes meinen zu sein, dann ist das wirklich so wie diese falschen türkisen Drachen, die viel Krach machen, aber sonst nichts dahinter steckt. Ohne Geschichte und das
von Vorfahren ererbte, sich bewusst zu machen, sind wir wie Leute, die aus ihrer Heimat vertrieben sind, wie Kinder eines fremden Landes, die nicht wissen, wo sie herkommen. So sind wir in gewisser Weise. Wir haben keine Ahnung, wo wir eigentlich herkommen. Wenn man das im Dharma-Zusammenhang sieht, dann sollten wir unsere Herkunft gut kennen, unsere Quellen, den Ursprung. Und diese Lebensbefreiungsgeschichte von Gyalwang Mikyu Dorje, dann gibt es einige solche Geschichtsaufzeichnungen, die er selber verfasst hat, und andere sind von seinen Schülern geschrieben. Das sind diese berühmten Autobiografien von ihm selbst, die sind in Versen geschrieben, nicht in Prosa. Und in der Tat ist sogar die Mehrzahl dieser Biografien in Versen überliefert und nicht in Prosatext. Und die wichtigsten bekannten Autobiografien hier von Mikyu Dorje ist das heißt der Unvergleichliche. Warum ist dieser so bekannt, ist natürlich auch deshalb, weil diese Preisung, wo es heißt, der Unvergleichliche, ist in dem Karma Kamsang Gebetsbüchern enthalten. Und in diesen Lesebüchern und Vorlesebüchern ist da dieses enthalten, das unvergleichlich genannte. Das ist eigentlich besonders schwer zu verstehen. Es ist eine sehr schwierig zu verstehende kryptische Formulierung. Und warum es so schwierig ist, ist das auch, weil es so schwierig ist, sich zu merken. Viele alte Mönche haben mir erzählt, wenn sie die verschiedenen Gebete auswendig lernen sollten, dann haben sie unter allen gerade diese Lebensgeschichte in Versen als das Schwierigste überhaupt auswendig zu lernen angesehen. Und ich selber hatte viele Schwierigkeiten damit, das muss ich schon gestehen. Aber auf der anderen Seite ist es dann so, wenn wir irgendetwas als Kind auswendig lernen, was besonders schwierig war, dann sind die besonders schwierigen Sachen nachher jene, die wir nie wieder vergessen, weil wir so viel dafür haben anstrengen müssen. Wenn wir dafür so dann daran verhauen worden sind, dann werden wir, wenn wir dann erwachsen sind und darüber nachdenken, dann sind solche, die uns am meisten Schwierigkeiten bereitet haben beim Auswendiglernen, diejenigen, die uns dann nachher am leichtesten von den Lippen gehen. Aber allgemein, wenn wir etwas auswendig lernen, in frühen Kindheitstagen, dann müssen wir uns dafür anstrengen, diese Worte zu behalten. Aber die Bedeutung der Worte wird uns da zu der Zeit niemals direkt erklärt. Die Lehrer bringen uns nur dazu, es zu lernen, nehmen sich aber keine Zeit, sie zu erklären. Es ist nicht so, dass sie das nicht wüssten, aber wir sind damit beschäftigt, sie bloß auswendig zu lernen, und wir haben uns für die Bedeutung dieser Worte vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht interessiert. Tatsächlich aber ist es so, dass diese besondere Art von Preisung oder Lebensbefreiungsgeschichte von Gyalwang Mikyu Dorje, die Unvergleichliche genannt wird, ist eines jener, die in dem bekanntesten Buch über die Autobiografien von großen Weisen in der tibetischen Geschichte übermittelt ist, das von Pawo Tsuklak Trengwa, das große Fest der Gelehrten, das Gelehrtenfest genannt. Und in diesem benutzt Pawo Tsuklak Trengwa diese Verse aus der Unvergleichlichen,
dafür die Lebensgeschichte von Mickey Dorje zu verfassen. Das ist sozusagen der Hintergrund oder der Rahmen, auf dem er die gesamte Lebensgeschichte entfaltet. Und wenn man so die Worte, die darin enthalten sind, in diesen kleinen kurzen Versen von diesem unvergleichlichen genannten Autobiografie, wenn man die von Anfang bis und Ende durchliest, dann ist von allen Biografien, die wir dieser Tage haben, das von Frau Zuglack-Drenger verfasste, die Lebensgeschichte, die Biografie über Mickey Dorje, ist sie die ausführlichste, ist 33 Folios oder 67 westliche Seiten lang. Und dies ist die ausführlichste Lebensgeschichte von Mickey Dorje, verfasst von Paul Zuglack-Drenger und gegründet auf diese wenigen Verse aus der unvergleichlichen genannten Autobiografie. Insgesamt ist diese Lebensgeschichte, die Paul Zuglack-Drenger verfasst hat, von Mickey Dorje, so umfangreich, dass sie 10% der gesamten Geschichtsaufzeichnung über die Kamakage-Linie in seinem Werk, der Gelehrtenfest, ausmacht. Und ohne dass wir daran ein Interesse entfalten und uns gründlich damit beschäftigen, so wären wir kaum in der Lage, die Tiefgründigkeit der inneren Bedeutung darin zu erfassen und all die vielen Punkte und Unterpunkte, die er dann entfaltet, Paul Zuglack-Drenger, darin sieht und auflistet, und das alles in diesen wenigen Versen. Nun ja, dann in der gleichen Weise ist diese Autobiografie, die heißt Die guten Taten, die alle die verschiedenen Dinge aufzählt, die er in diesem Leben, in seinem Leben erschaffen hat, und die guten Dinge, die er angefasst hat und bewältigt hat. Dann ist darin seine gesamte Lebensaufgabe darin beschrieben, in seinen eigenen Worten. Und das ist etwas, das natürlich von großer Wichtigkeit ist für alle jene, die wir uns als seine Nachfolger, seine Schüler und so weiter in dieser Linie betrachten. Und besonders, wenn wir jemand ein guter Lehrer oder ein guter Dharma-Übender sein wollen, dann wäre das doch ein leuchtendes Beispiel, nach dem wir uns orientieren könnten und über das wir gründlich informiert sein sollten, es zum Vorbild nehmen könnten. Nun, wie dem auch sei, im letzten Jahr oder so habe ich über Geschichte und Biografien, Lebensgeschichten, Befreiungsgeschichten und so weiter gesprochen, und es gibt vielleicht welche von euch, die denken, meine Güte, es nimmt ja gar kein Ende mit all dieser Geschichtenerzählung. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Es ist völlig unnötig. Einige Leute denken vielleicht, wir brauchen etwas über Philosophie, wir brauchen die Welt zu verstehen, Erklärungen, oder wir sollten Unterweisung bekommen, wie man also eigentlich üben soll. Und stattdessen kriegen wir all diese verschiedenen Lebensgeschichten hier präsentiert und Geschichtsunterricht. Das hat doch keinen Sinn. Ist es möglich, dass einige von euch so denken? Und wenn ihr glaubt, dass da kein Nutzen darin liegt, dann über diejenigen Bescheid zu wissen, die eigentlich diese Unterweisungen geben, dann ist das so, wie es mir eigentlich geht. Er beschreibt meine eigene Situation. Ich sitze hier und ich habe das Gefühl, ich muss hier vorgeben, weise zu sein oder ausgebildet und so weiter. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemand bin, der groß etwas substanziell aufweisen kann, und jemand wie mich, wenn ich mich betrachte, wie ich hier vor euch sitze und dann hier vorgeben müsste, dass ich weise oder bedeutsam wäre und das einen großen Sinn macht, dann ist das wie in einem Sprichwort im Tibetischen: Wenn da keine Vögel sind, dann sind es dann nehmen die Esel den Himmel gefangen. Und wenn da keine Hunde sind, dann kauen die Katzen an den Knochen.
So bin ich also in diese Situation irgendwie hineingefallen und ich habe keine andere Wahl. Und ich kann noch nicht einmal sagen, dass es irgendwie besonders gut geklappt hat oder besonders viel Freude bereitet hat. Aber wenn ihr glaubt, dass es keinen Sinn macht, diese Lebens- und Befreiungsgeschichten kennenzulernen, dann müsste ich euch sagen, ich glaube, das ist nicht die richtige Weise zu denken. Wenn wir zwar ganz allgemein darüber nachdenken, wie es in dieser Welt eigentlich üblich ist, da gibt es so viele verschiedene religiöse Wege und unter jenen die Religionen, die also da einen Weltschöpfer, Gottheit annehmen und so weiter, dann ist es so, dass dieser Gott oder diese Weltschöpfer oder was immer, wie wir ihn nennen, diese Welt erschaffen haben. Das ist sozusagen, wie sie es erklären. Und die meisten dieser Religionen, die eine solche welterschaffende Gottheit oder einen Gott annehmen, einen Weltschöpfer, sagen, dass dieser Schöpfergott den Wesen Rat gegeben hat und also durch einen Boten, einen Propheten, der in der direkten Lage war, mit diesem Gott, diesem Weltschöpfer zu kommunizieren und das dann weiterzugeben an die anderen. So wie zum Beispiel in der Christentum oder in dem, dass die Propheten oder die Botschafter tatsächlich die Menschen unterwiesen haben. Sie haben die Botschaft des Weltschöpfergottes weitergegeben. Aber das ist dieser Weltschöpfergott selbst. Er ist irgendwo ganz weit außerhalb. Er ist jenseits, ist unangreifbar, unfassbar, ist jenseits aller menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten. In unserer Situation hingegen ist es komplett andersherum. Wir als gewöhnliche Sterbliche können niemals ein solchen Weltschöpfergott werden. Dieser Weltschöpfergott oder die eigentliche Quelle der Information ist ganz weit in der Ferne, unerreichbar für uns selbst. Umgekehrt, in unserer buddhistischen Tradition ist es so, dass der Lehrer kein Weltschöpfer ist, sondern dass Shakyamuni ein Lehrer ist, der in menschlicher Form erschienen ist. Er kam in diese menschliche Welt hinein, hat menschliches Essen gegessen, hat sich in menschlichen Kleidern gekleidet. Er hat ein menschliches Leben gelebt und in kurz könnte man sagen, in diesem menschlichen Leben hat er all diese 12 großartigen Taten vollbracht und viele andere Art von Aktivität entfaltet. Und aus diesem Grund heraus ist der Hauptgrund dafür, dass der Buddha in dieser Welt so erschienen ist, dass er gewöhnlichen, weltlichen Lebewesen das Zeichen gibt, wenn wir uns in dieser Weise anstrengen, dass auch wir mit unserer eigenen persönlichen Weisheit und mit unserer Liebe und mit unserer Kraft auch ein Buddha werden könnten. Das ist die Grundbotschaft darin, wenn wir es ihm gleich tun und dass diese Methoden, die er uns unterwiesen hat, die uns gezeigt hat, sind nicht einfach nur Befehle oder etwas weitergegeben wird, sondern er hat es mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Körper gezeigt, wie man es machen kann. Hat es uns vorgemacht. Und wenn man nur über diese Situation nachdenkt, dann können wir einen Begriff davon bekommen, wie wichtig es ist, dass wir die Lebens- und Befreiungsgeschichten jener kennenlernen, die unsere eigenen Lehrer sind. Sonst, andernfalls, wäre es so, dass da irgendwie eine Stimme aus dem Raum kommt und die 4 Wahrheiten verkündet oder die 3 Pitakas, die 3 Gruppen der Unterweisung. Und dann käme zwar eine Stimme aus dem Himmel, die mir uns eine Information gibt, aber ich weiß nicht, ob es dann einfacher wäre für uns, das zu üben. Und ich glaube, wir brauchen doch jemanden, der uns tatsächlich das vormacht, der uns tatsächlich eine Anweisung gibt und so weiter. Dann gäbe es sowas alles nicht. Dann wird es wirklich schwierig für uns zu üben, wenn da niemand ist, der uns persönliche Anleitung gibt, den wir direkt treffen und fragen können. Aus diesem Grunde ist die Lehre des Buddha nicht nur einfach eine Religion oder eine schwierig zu verstehende Philosophie, sondern ist in erster Linie eine Unterweisung für eigene Übungserfahrung gedacht. Das ist das, was unsere eigene Bewusstheit nach innen richtet und in eine Wandlung bringt. Das ist etwas,
das uns einen Weg der Übung, der Erfahrung zeigt. In diesem Weg der Erfahrungssammlung sind wir niemals getrennt von einem Lehrer, der direkt mit uns ist, der uns erreichbar ist. Und dann in diesem Sinne ist der Lehrer, der uns alles gezeigt hat, von dem weitesten Standpunkt der Buddha, der in dieser Welt erschien, oder die 8 großen Schüler, die um ihn waren, die 7 Älteren, die 6 Geschmeide dieser Welt oder die 2 Besonderen waren und so weiter. Aber im kürzesten Sinne sind es diejenigen, die tatsächlich unsere Hauptlehrer geworden sind. Und alle ihre Taten und ihre Befreiungsgeschichten, die Art und Weise, wie sie selber gelebt haben, wie sie selber sich mit Dharma-Information beschäftigt und in ihrem Leben umgesetzt haben, das ist etwas, was wir erfahren können, und diese Art und Weise, wie sie Dharma haben atmen können, ist etwas, was sie uns zeigen, was direkt ein Geschenk von unglaublicher Wichtigkeit für uns ist. Ihre Lebensweise ist so ein größeres Geschenk für uns, viel größer als 100 Belehrungen und Weisungen, die wir lernen könnten. Und diese Bedeutung der Lehrer in der Vergangenheit, die sind die direkte Unterweisung, zeigen, wie man echt Dharma in das Leben integriert und sind vielleicht das Wichtigste und das Bedeutendste, was es überhaupt zu erforschen, zu ergründen und dann in Erfahrung umzusetzen gelte. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum im Tibetischen diese nicht als Lebensgeschichten einfach nur bezeichnet werden oder Biografien, sondern wir nennen sie mit einer besonderen Würze, wir nennen sie die Befreiungsgeschichte. Sie sind nicht einfach eine Lebensbeichte, sondern eine Befreiungsbeichte, wenn man so will. Und das ist auch der Grund, warum ich hier so viel darüber spreche und euch mit diesen Worten hier bedränge. Und warum sind diese Biografien oder Lebensgeschichten hier Befreiungsgeschichten genannt? Da müssen wir erstmal wissen, was Befreiung bedeutet. Ja, wie können wir Befreiung verstehen? Nun, was meint das eigentlich, wenn wir von Freiheit sprechen oder Freiwerden sprechen? Und warum werden Lebensgeschichten in dieser Weise in Tibetischen so genannt? Und das Wort Freiheit oder Befreiung kommt aus dem Sanskrit und heißt Vimoksha. Und dieses Vimoksha, wenn man es ins Tibetische übersetzt, dann bedeutet es so etwas wie frei werden oder Emanzipation oder heranreifen, voll reif werden. Und die Kadampa-Tradition hat eben 3 Arten von Individuen oder Fähigkeiten hier unterschieden. Sie haben alle Unterweisungen des Buddha in 3 verschiedene Gruppen unterteilt, nämlich in jene, die mit geringerer Auffassungsgabe, der mittleren Auffassungsgabe und von besonderer, großartiger Auffassungsgabe sind. Und diese 3 Arten von Individuen sind diejenigen, die hier mit Befreiung in Beziehung zu setzen. Es gibt also 3 Arten von Befreiung. Zum Beispiel, wenn man über die Leute nachdenkt, von geringerer Auffassungsgabe, dann ist es so, dass diejenigen, weil sie Vertrauen haben und in die Ursache- und Wirkungsbeziehung ihres eigenen Handelns und Tuns Vertrauen gefasst haben, dann können sie sich befreien, davon in den niederen Daseinsbereichen geboren zu werden oder da hineinzufahren. Wenn man über die nachdenkt, die mit der mittleren Auffassungsgabe, dann haben sie den wahren Wunsch vollständig aus allen Bedingtheiten dieser Welt, des Samsara, der Wiederholung von Leid, herauszukommen, aus dem Ozean des Leidens auszusteigen und das sozusagen, dass sie mit diesem Wunsch des Befreiung daraus erlangen, aus der Bedingtheit dieses Lebens. Und dann die Leute mit der großartigen Auffassungsgabe sind jene, die zum Wohle aller anderen, aus diesem Vertrauen heraus, dann zum Wohle aller anderen vollkommenes Buddha-Erwachen erlangen möchten. Das sind die verschiedenen 3 Arten Individuen oder Fähigkeiten, die dann die 3 Arten von Freiheit dann auch bedenken. Und so, dass man letztlich im Sinne der größeren Auffassungsgabe von allen, was sowohl Frieden einerseits wie auch
Samsara oder welches Dasein andererseits bedeuten würde, davon frei werden kann. Aufgrund von großherziger Motivation zum Wohle aller Lebewesen. So, ich denke, das reicht jetzt erstmal für diesen Moment und wir sollten jetzt in die Pause eintreten. Vielen Dank. 다 단기 공부 주변에 남타를 세하게 Wie ich es zuvor bereits gesagt habe, müssen wir verstehen, was mit dem Wort Befreiung gemeint ist, das in Befreiungsgeschichte enthalten ist. In diesen Lebens- und Befreiungsgeschichten wird darüber handelt von den verschiedenen großartigen Lebenswesen in ihren einzelnen Taten, oder es kann auch über deren früheres Leben oder jetziges Leben sein. Das heißt nicht, dass Befreiungsgeschichte unbedingt über dieses Leben handeln muss, sondern es kann auch von einem anderen Leben dieses selben großartigen Wesens handeln. Wenn man zum Beispiel über die verschiedenen Lebenszeiten in früherer Zeit nachdenkt, wie zum Beispiel im 12 verschiedenen Arten von Schriften, Klassen von Schriften, die es gibt, dann sind darin, eine davon ist die Jataka-Geschichten, diese von früheren Lebzeiten des Buddha, wo davon die Rede ist, wie er zuvor als Bodhisattva darin Taten vollbracht hat, und diese Geschichten handeln von diesen verschiedenen Schwierigkeiten, die er durchlief und den verschiedenen großartigen Handlungen, die er vollbrachte. Diese Art von Literatur ist also nicht nur über die 12 Taten des Buddha in diesem Leben, sondern auch über das, was in früheren Lebzeiten geschehen ist, wo er als die verschiedenen Bodhisattvas dort erschienen ist und wir dort geboren mit großer Anstrengung durch viele Schwierigkeiten hindurchgehen musste und so weiter. Das ist diese Art von Literatur. So, warum heißen sie dann aber Befreiungsgeschichten oder Freiheitsgeschichten? Der Hauptunterschied zwischen einer solchen Freiheitsgeschichte und einer gewöhnlichen Lebensgeschichte ist, dass diese Freiheits- oder Befreiungsgeschichten sich nicht damit beschäftigen, wie ein gewöhnlich sterbliches Lebewesen sein Leben geführt hat und was sie gedacht haben und was ihre einzelnen Handlungen waren, sondern darum geht es dabei nicht in erster Linie, sondern es geht darum, dass bei diesen Befreiungsgeschichten im Vordergrund steht, die Rede ist von einem großartigen Lebewesen, ihren Qualitäten, ihren Vorzügen, die über das hinausgehen, was gewöhnlich Sterbliche kennzeichnet. Insbesondere aber, wie sie sich im Hinblick auf echten Dharma darin mit beschäftigt haben, durch Lernen, durch persönliches Erforschen und dann im Übenden daran bleiben. Darum geht es. Und wie sie durch ihre großartigen Fähigkeiten dann auch gelehrte Qualitäten entwickelt haben im Lehren, in der Debatte und in dem Schreiben von Texten und so weiter. Oder auch die besonders verehrungswürdigen Vorzüge, dass sie sich diese 3 Arten von Vorsätzen oder Gelübden nicht gebrochen haben, die verschiedenen Arten außerordentlichen Übungsweisen, denen sie sich unterworfen haben und dadurch ihre persönliche Erkenntnis, ihren Durchbruch erlangten, und die Qualitäten, die damit entstehen und ihre weite Aktivität zum Wohle aller Lebewesen, dieses Lehren weiter zu vermitteln. Wenn wir alle diese mündlich weitergeben, diese Geschichten, oder wenn wir sie in schriftlicher Weise niedergelegt finden, und dann diejenigen Individuen, die es lesen und hören davon, in sich unverfälschtes Vertrauen und Hingabe in ihrem Herzen entwickeln, dann ist das, was in ihnen erzeugt ist, das ein Vorbild, etwa ein Ziel ihrer Wünsche, das sie zu erstreben suchen. Wenn das geschieht, dann kann man sagen, diese Art von Literatur, diese Art von Geschichte ist eine Befreiungsgeschichte im Sinne dieser Wirkung, die es mit anderen Lebewesen hervorruft.
Wenn man über solche Literatur nachdenkt, solche Geschichten, die als Befreiungs- oder Freiheitsgeschichten genannt sind, dann heißt es in den Worten des Trungpa Khalwang Khungab Haljor, dass entweder durch den sprachlichen Ausdruck oder durch den Inhalt oder beides in der Lage ist, den In-Schülern an ihrem Herzen die Sehnsucht zu erstreben von Freiheit und Allwissenheit des Buddha zu bewirken, dann ist das eine Befreiungsgeschichte. Wenn wir also solche Befreiungsgeschichten großartige Lebewesen lehren und weitergeben, dann muss derjenige, diese Geschichte lehrt, und der Schüler beide die Gründe verstehen, warum diese Geschichte überhaupt erzählt werden sollte. Und wenn Sie dies verstehen, dann können Sie in Ihrem eigenen Geistes- oder Lebensstrom beobachten, ob darin die 3 Arten von Vertrauen zunehmen. Das Vertrauen in was Verlässliches, das Vertrauen in das Streben und das bewundernde, offene Vertrauen. So, wenn irgendeine dieser 3 Arten von Vertrauen in Ihnen zunimmt, was ist dann der Nutzen davon, wenn solches Vertrauen entsteht? Nun, das nennen wir das Erwecken der Begabung. Das ist zum Beispiel wie einen Samen zu setzen. Wir sagen zum Beispiel, wir setzen den Samen für vollkommene Befreiung. Und das hat damit zu tun, ob wir in der Lage sind, Vertrauen, Hingabe zu haben in so ein großartiges Lebewesen. Damit das überhaupt geschehen kann, dass wir ein solches Vertrauen in ein solches Vorbild einer Person setzen können, ist, dass diese Person und diese Geschichte dieser Person, es muss direkt mit Dharma verbunden sein. Oder wenn man es nochmal anders ausdrückt, es sind 3 Punkte, die dabei wichtig sind. Einerseits, diese Geschichten müssen von einem großartigen Wesen handeln, und sie müssen direkt von echter, befreiender Information handeln, damit verbunden sein. Das ist ganz wichtig. Wenn es nur darum geht, dass wie man verschiedene Feinde überwindet oder mehr Freunde gewinnt, dann hat das nichts mit Befreiung zu tun, sondern es muss tatsächlich mit echter befreiender Information zu tun haben und darin in der Lage sein, in Lebewesen, in ihrem Herzen, die große Sehnsucht und die Ermutigung zu erwecken, auf allen Stufen eine solche Befreiung zu erlangen, sich an diesen Vorzügen zu orientieren. Und das, auf all diesen 3 Stufen müssen die Qualitäten erfüllt sein. Dann nennen wir es eine Befreiungsgeschichte. Wenn wir sonst Geschichten lesen, wie sie in den Worten des Buddha übermittelt sind, als die Sutra-Texte, da heißt es am Anfang immer diese Worte, Evam Maya Shrotam Ekasmin Samaye, so habe ich zu einer Zeit vernommen. So habe ich vernommen, dass zu einer Zeit Folgendes geschehen sei. So, diese Wendung, die kommt immer wieder vor am Anfang von Texten, und das erinnert mich an eine Geschichte. Vielleicht brauche ich die Geschichte nicht zu erzählen. Das ist eine komische Geschichte, ehrlich gesagt. Aber ich will die ganze Geschichte gar nicht erzählen. Ich brauche nur die Hälfte der Geschichte erzählen. Das reicht schon aus in dem Fall hier. Und da war also einige Mongolen, die Mönche waren, und sie kamen, um zu studieren, damals zu studieren, in Drepung oder Sera, in großen Klöstern, die in der Nähe von Lhasa sich befinden. So, diese Mongolen kamen, sie waren Mönche und wollten dort studieren, wie es auch viele überhaupt taten. Viele Mongolen sind zu jener Zeit nach Lhasa gekommen, um dann dort in der Nähe in den Klöstern zu studieren. So, da waren aber 7 jetzt, von denen ist die Rede, die nach Lhasa kamen. Und diese 7 Mongolen waren von einem sehr weit entfernten, abgelegenen Platz und hatten keinerlei Ausbildung zuvor oder irgendeine Art von Vorwissen. Noch hatten sie große Erfahrungen. Und wenn sie aus ihrem Heimatland also herankamen, dann haben ihre Eltern ihnen einen Ratschlag gegeben. Wenn ihr unterwegs seid, müsst ihr euch gegenseitig schützen. Ihr müsst euch immer gegenseitig helfen. Und
mit diesem Rad ausgestattet. Dann war das Erste, was die Gefahr, die zu bewältigen war, dass sie unterwegs irgendwo verloren gingen. Sie sollten immer sich bewusst werden, wie lange sie eigentlich unterwegs waren, wie die Strecke sie zurückgelegt haben, und das sollten sie immer abzählen. Sie waren also aus ihrer Heimat weggelaufen und dann unterwegs, dann sind sie Tag für Tag unterwegs und haben diese Tage gezählt, die sie schon des Weges waren. Jede Person hat diese Berechnung durchgeführt und gezählt. Und dann haben sie auch die Leute abgezählt, ob alle noch dabei sind. Und das war so, dass sie dann, jeder, der gezählt hat, hat sich selber nicht mitgezählt und die anderen gezählt. Und eigentlich waren sie 7. Und immer wenn sie zählten, kamen sie nur auf 6, weil sie sich selber nicht mitgezählt haben. Irgendjemand scheint zu fehlen. Nein, das kann doch nicht sein. Wir haben doch eigentlich niemand verloren unterwegs, wir haben doch genau aufgepasst, haben uns unterstützt. Also haben sie wieder nochmal nachgezählt. Jeder hat nochmal selber alle durchgezählt. Aber das war eine schwierige Situation. Da waren sie sehr davon betrübt und betroffen, dass irgendjemand unterwegs verloren gegangen sein müsste. Und da waren sie sehr beunruhigt zu einem Zeitpunkt und konnten kaum schlafen und haben immer auf sich gegenseitig aufgepasst. Irgendjemand scheint hier verloren zu gehen. Wer ist der Nächste wann? Und so in solchem Bemühen zu schauen, waren sie dann schließlich kaum in der Lage zu schlafen und haben dann irgendwann Lhasa erreicht und völlig erschöpft von dieser anstrengenden Reise, kaum geschlafen, immer beängstigt unterwegs, dass wieder einer verloren gehen könnte, und eine solche schwierige Zeit hinter sich kamen sie endlich nach Lhasa. Das war zu der Zeit des 5. Dalai Lama. Und sie haben gedacht, vielleicht sollten Sie einen Mo des 5. Dalai Lamas erbitten. Wir haben jemand unterwegs verloren und wir können ihn nicht finden. Sie sind also zum 5. Dalai Lama sich begeben wollen. Aber um eine solche Audienz überhaupt zu erlangen, eine Bitte, solche vorzutragen, hätten Sie das schriftlich formulieren müssen. Sie konnten aber alle nicht schreiben. Sie konnten auch nicht sagen, du bist besser darin zu schreiben oder so weiter. Sie hatten keinerlei Ausbildung. Aber einer war da, der war ein bisschen besser ausgebildet, der konnte gerade eben etwas schreiben, aber jedenfalls hat er den Kanjo, die Worte des Buddha, angeschaut und hat geguckt am Anfang, was steht am Anfang. Die Worte hat er dort genommen. Heißt es, er sagt, oh, der Buddha, der Bhagavan, sprach zu Shariputra. Da sollten wir also alle unsere Namen niederschreiben. Und dann sollen wir dem Dalai Lama zeigen, so schrieben das also auf, sagt, als wir kamen, als 7 Leute unterwegs, sind wir aufgebrochen und unterwegs sind wir plötzlich nur noch 6 gewesen, dann irgendjemand verloren. Aber wir hatten eigentlich gar keine Schwierigkeiten, wir hatten auch kein besonderes Vorkommnis. Wir können nur einfach diese andere Person nicht finden. Weil du aber allwissend bist, kannst du bitte einen Mo machen, um herauszufinden, wo diese Person verloren gegangen ist. Und diesen Brief haben sie dem 5. Dalai Lama übergeben lassen und dann in seiner Gegenwart schaute darauf und schaute auf sie. Er hat das sofort verstanden, was passiert ist. Setzt euch mal alle hin. Das war die erste Unterweisung. Ja, alle setzen sich hin. Und alle ihre Schalen vor sich setzen. Wie viele Schalen habt ihr hier? Also die Schalen plötzlich sahen vor sich, waren es genau 7.
weil die Schalen vor ihnen waren, haben sie nach draußen diese Schalen gezählt. Und es waren tatsächlich genau 7. Das sind tatsächlich 7 Schalen. Also ihr seid immer noch 7, ihr habt niemanden verloren. Da waren sie völlig erstaunt darüber. Er ist unbedingt allwissend, dass er das herausgefunden hat. Wir haben es so schwierig, wir konnten nicht herausfinden, wo diese Person ist, und du hast es gefunden. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte irgendeinen Wahrheitsgehalt hat, aber sie wird in einem Geschichtsbuch aufgezählt, und deswegen erzähle ich das hier. Wenn wir also auf den Anfang des Texts in dem Kangjur, den Worten des Buddhas, schauen, darin heißt, so habe ich es gehört, dass zu einer Zeit, und das sind die ersten Worte darin, sind so, evam im Sanskrit. Und es sind viele Wörter in dieser Art, aber das wichtigste Wort, das zu erklären, ist, dass dieses so oder in dieser Weise, das evam, dass es das Vertrauen zeigt, das Vertrauen in jene Lehrer. Und der Grund für dieses Vertrauen ist, dass der Buddha in dieser Weise gesprochen hat oder in solcher speziellen Weise die befreiende Information des Dharma gelehrt hat. Wenn wir darin Vertrauen haben, wenn wir dieses als gegeben annehmen und jemand mit diesem Vertrauen Dharma dann als Weg des Übens sich nimmt, so wie es der Buddha gesagt hat, und dann ist es ein Dharma-Weg. Umgekehrt, wenn man in einen solchen Weg geht und man ist sich aber nicht sicher, ob diese Instruktionen, all diese Worte tatsächlich von Buddha kommen, dann wird diese Person kaum in der Lage sein, einen solchen Übungsweg nachhaltig zu verfolgen. Im Chinesischen gibt es einen Prajnaparamita-Kommentar, die große Prajnaparamita in 100.000 Wörtern, die übersetzt ist von dem Chinesen Kumara Jiva, und darin heißt es, ich werde nicht alle Worte davon erzählen hier, aber der Grundlage hier ist, Vertrauen ist wie unsere Hände. So, wir alle haben Hände und so weiter, und mit diesen Händen, so wie wir diese Hände haben, so ist unser Vertrauen. Unser Vertrauen ist gewissermaßen ein Beispiel für diese Hände. Umgekehrt. Und was kann man mit diesen Händen tun? Zum Beispiel können Leute, die irgendwo es geschafft haben, auf eine solche sogenannte Juweleninsel zu gelangen, könnten sie auf diese Juweleninsel mit ihren Händen, wo all diese vielen Diamanten und Juwelen aufgereiht liegen, das könnten wir sie mit den Händen fassen und was immer wir begehren, mitnehmen, mit unseren Händen diese Juwelen ergreifen und mit von dieser Insel zurückbringen. So ist unser Vertrauen wie diese Hände. Wenn wir Vertrauen haben, dann für die 5 Arten wir sprechen von den 5 Arten von Vertrauen und den 7 Faktoren, die in Richtung auf vollkommene Befreiung gehen. Solche Dharma-Eigenschaften sind wie Juwelen. Wenn wir sie mit Vertrauen erfassen können, dann können wir diese Juwelen mitnehmen. Wenn jemand aber ohne Hände ist, kann er keine Juwelen mitnehmen. Und so können wir auch ohne Vertrauen, da wo ganz viele Juwelen, Dharma-Juwelen sich befinden, dann doch ohne Vertrauen diese Juwelen nicht ergreifen oder an uns nehmen. Wenn wir also ohne Vertrauen sind, können wir noch nicht einmal in den Weg des Buddha eintreten. Und selbst wenn wir die Worte vernommen hätten, könnten wir nichts damit anfangen. In gleicher Weise heißt es aber auch, wenn jemand ein Vertrauen hat in seinem Herzen, dann kann diese Person die Lehre des Buddha übernehmen und in den Weg der Erfahrung gehen und auch das Ergebnis in echter, untrüglicher Weise erlangen. Dann können sie, so hat der Buddha gesagt, in ihre Haare scheren und sich in die Dharma-Roben kleiden, und das Ganze macht einen Sinn. Wenn man aber kein Vertrauen hat, dann kann man ja nicht einmal den Weg am Anfang beginnen. Niemand kann irgendein Ergebnis damit am Ende erreichen. Und selbst wenn wir unsere Haare scheren würden und Dharma Gewänder anlegen und viele Sutra-Texte lesen, selbst darin geschickt wären, solche Erklärungen zu geben und die Worte zu wiederholen und zu lehren,
dann hätte das alles keinen Sinn, weil wir die tatsächliche Bedeutung dieser Worte niemals erfassen könnten. Das Wichtige daran ist also, dass wir diese allererste, wichtigste Bedingung, nämlich Vertrauen oder Herzenshingabe in uns verspüren. Das ist der Anfangspunkt des Weges. In einer solchen Weise heißt es in diesem selben von Kumaral Jiva, in diesem Kommentar heißt es, dass die Lehre des Buddha ist unglaublich weitreichend und tiefgründig zugleich. Und deswegen ist es unmöglich, dass außer dem Tathagata selbst, dem Buddha, alle diese Aspekte voll verstanden werden. Aber wenn ein gewöhnlich Sterblicher tatsächlich Hingabe und Vertrauen entwickelt, selbst wenn wir noch nicht zu Buddha erwacht sind, dann können sie durch die Kraft ihres Vertrauens oder der Hingabe in die Lehre des Buddha Vertrauen entwickeln und so mit Hilfe seiner Information den Erfahrungsweg selber gehen. Das heißt, dieses Herzensvertrauen ist das, was uns in die Lage versetzt, dieses unglaublich weitreichende und tiefgründige Buddha-Dharma, was sonst niemand außer dem Buddha selbst verstehen kann, trotzdem als einen Übungsweg zu nehmen, es Interesse daran zu entfalten, versuchen es zu verstehen und mit diesem Interesse und Wünschen und Streben dann den Weg der Erfahrung gehen, der uns dann dieses Ergebnis erlangen lässt. Deswegen ist Vertrauen, Hingabe von solch essentieller, entscheidender Bedeutung. Dann gibt es eine andere Geschichte, die auch noch sehr wichtig in dem Zusammenhang ist. Da heißt es in einem anderen Kommentar von Prajnaparamita, nämlich von das eigentlich Nagarjuna-Kommentar, der aber von Kumarajiva, dem Chinesen, übersetzt worden ist, nämlich der sagt, der Buddha ist am Anfang, als er nach Bodh Gaya kam, dort und sein Erwachen erlangte, nicht sofort aufgestanden, um Dharma zu lehren, sondern im Gegenteil. Da gab es sogar einige Wochen, wo er überhaupt kein Wort an Dharma-Information in diese Welt gelehrt hat. Warum hat er zu diesem Zeitpunkt nicht gelehrt? Da ist also Brahma. Brahma ist sozusagen der Gott, der für den Brahmaismus, für diese Religion ein Bezugspunkt ist. Und Brahma, dieser Gott, war es, der ihn gesehen hat, den Buddha, und ihn in diesem Erwachen, in seinen Qualitäten verstanden hat und dort ihm zu bitten, bitte lehre Dharma. Dieses Dharma ist so tiefgründig und schwierig zu verstehen. Und weshalb Buddha sich dachte, es ist so schwierig, dass irgendjemand das verstehen könnte in der gleichen Weise, wie ich es verstanden habe. Aber so wie alle anderen Buddhas der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart, wie Kanagavasta und Damkara in der Vergangenheit immer wieder dennoch Dharma-Lehrzyklus in dieser Welt in Bewegung gesetzt haben. Und wo es zur gleichen Zeit ungezählte andere Buddhas und Erwachte in allen Himmelsrichtungen der Welt, in anderen Universen gegeben hat, die immer wieder auch den Lehrzyklus des Dharma Informationen in diese Welt getragen haben, so sollte auch ich es tun. Deswegen, nach dieser Überlegung, willigte er ein in die Bitte, vorgetragen durch Brahma, und sprach zu ihm: Heute sollte ich den Geschmack dieses Nektars lehren. Alle mit Vertrauen sollten sich daran mitfreuen. Heute werde ich echte, befreiende Informationen geben. Der Hauptpunkt hier ist, ich werde Dharma lehren. Das ist Nummer 1. Das ist also meine Entscheidung. Ich habe tatsächlich mich entschlossen, jetzt Dharma zu lehren. Ich werde diese Informationen mitteilen. Und jemand, der von Herzensvertrauen ist, der sollte an dieser Stelle begeistert sein und voller begeistertem Vertrauen. Das heißt, diese Information ist für jene, die ein vertrauendes Interesse an dieser Information haben.
Ja, das ist ein großer Kommentar, ein großartiger von Kumarajiva übersetzt. Der Grund hier dafür, dass Buddha es solcher Art lehrt, ist, er sagt also nicht, die Leute, die Disziplin haben, sollten da mal üben, oder solche, die mit Geduld oder die großen eifrig streben oder die sich in Samadhi üben oder mit großer Intelligenz. Nein, er sagt es solche, die von Vertrauen, Interesse getrieben sind. Und das heißt, tatsächlich ist die Dharma-Information außerordentlich tiefgründig, die ist so subtil und unabschätzbar in ihrem Ausmaß. Das heißt, dass selbst Leute mit großer Intelligenz es nicht verstehen könnten in vollem Umfang, so wie es ein Allwissender versteht. Und nur gewöhnliche nur vollkommen erwachte Buddha können sie es in vollem Umfang erkennen. Gewöhnlichen Sterblichen bleibt die Tiefe und die Weite verborgen. Und in diesem betrüblichen Hintergrund ist es so, dass wenn niemand es, da könnte man doch sagen, wenn niemand es versteht und keiner kann es voll begreifen, warum sollte ich dann überhaupt gelehrt werden? Deswegen ist es so wichtig zu sagen, er lehrt es für jene, die ein vertrauendes Interesse daran haben. Für solche von Herzenshingabe dazu, die eine Herzensliebe und Interesse, ein Vertrauen dazu haben, dann, wenn solche Leute da sind, dann muss es auch mitgeteilt werden können. Aber wenn es nur um irgendeine Art von Disziplin oder eine Handlungsweise ginge, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Aber hier, diese Leute könnten, wenn sie nur an solchen Aspekten interessiert sind, das niemals begreifen. Aber diejenigen, die ein tiefes Herzensvertrauen in den Wert dieser Aussagen haben, für solche wäre es tatsächlich eine Grundlage für persönliche Erfahrungen. Und aus dem Grund ist das der eigentliche Anfangspunkt. Das ist der Samen. Es ist das Tor, durch das man gehen muss, um Dharma-Erfahrung zu machen. Aber heutzutage muss man alles untersuchen. Egal, was man auch immer tut, es muss alles immer logisch und logischem Verständnis unterworfen werden. Wenn man aber solcher Art von Logik hier spricht, und wir haben, auf der anderen Seite ist das, was wir als folgerichtiges Denken hier bezeichnen, ja gar nicht dadurch geprägt, dass wir eine Erfahrung von dem hätten, was da folgerichtig zu verstehen wäre. Insofern ist alles, das wir jetzt mit unserem begrenzten Verständnis als Dharma-Information versuchen zu verstehen und zu ergründen, eine Art Pseudologik geschuldet. Wir sind sozusagen in gewissermaßen von einer inneren Überheblichkeit geprägt, die schon vorwegnehmend meint, man habe alles verstanden und könnte es deshalb auch beurteilen. Deswegen ist hier das eigentlich Wichtige, was hier notwendig ist am Anfang, dieses tiefgründige Herzensvertrauen, das mit sich ein Interesse an den Wert der Dharma-Information entfaltet. Und deswegen sollten wir hier mit diesem Hintergrund gewappnet uns mit den Worten von Mikko Deutsche weiter beschäftigen, die in den 2 Autobiografien seiner persönlichen Befreiungs- oder Lebensbeichte zu finden sind, nämlich denen, die guten Taten heißt oder das Unvergleichliche, die sind von niemand anders unterwiesen als von Mikko Deutsche selber. Das ist deshalb von besonderen Qualitäten und Vorzügen geprägt. Wenn wir über eine Autobiografie sprechen, also jemand eine Lebens- und Befreiungsbeichte, die von dem Guru selbst verfasst ist, dann sind darin ganz besondere Vorzüge zu entnehmen. Da gibt es einen Schüler von Rangjung Dorje, der heißt Khyalwa Jungtönpa, und der sagte, die meisten Lebensgeschichten sind von den Studenten, von den Schülern aufgeschrieben und sie tun sie ihn so hoch preisen, als ob dass man das Gefühl hat, die tun den Guru in einen Scharlatan verwandeln, weil sie immer nur das Beste und das Allerbeste davon sprechen. Sie tun den Guru damit in jemanden verwandeln, der eigentlich völlig lebensunecht ist. Die meisten dieser Befreiungsgeschichten, die von Schülern selber verfasst sind, fallen in dieses Ungemach, dass sie den Guru über alle Maßen preisen. Und deswegen
deswegen sind manche Lehrer in der Lage, dass sie sagen, ich muss meine eigentliche Lebensgeschichte selber schreiben, weil ich kenne mich doch selber am besten und da ist keine Übertreibung, keine Untertreibung enthalten. Wenn also ein Guru selber seine eigene Lebensbefreiungsgeschichte aufschreibt, dann weiß er, was er sich dabei gedacht hat. Und dass auch die Dinge, die andere Leute niemals hätten wissen können. Er weiß die verschiedenen Aktivitäten, selbst die Aktivitäten, die niemand anders kennt. Das ist also eine andere Qualität einer solchen Autobiografie oder einer persönlichen Lebens- und Befreiungsbeichte, die durch keinem anderen imitiert werden kann. So gibt es zum Beispiel auch den berühmten Drukpa Künlek, den Yogi und Lehrer, der sagt also, obwohl man die verschiedenen, obwohl es Leute gibt, die man preisen könnte als seines persönlichen Lehrer. Aber da gibt es die verschiedenen Geschichten von all dem, was er nicht getan hat. Und da gibt es die Dummen, die aus Vertrauen also Sachen aufzählen, die niemals passiert sind. Oder die solche, die weise und klug sind, beschämen. Deswegen sagt er, auf intelligente, verständige, vernünftige würden darüber nur lachen, über das, was da zusammengetragen wird, als die vermeintlichen Gurus, Geschichten. Deswegen werde ich meine eigene Lebensgeschichte aufschreiben. Und es gibt viele Lebensgeschichten von Drukpa Künlek, aber einige von denen sind so ein bisschen nicht so ganz, wie man sagen, so rein, so ganz sauber. Aber in einer heißt es, wo er selber aufschrieb, was oder mitgeteilt hat, was passiert ist, was er sich dabei gedacht hat und so weiter. Dann ist das von großer Wichtigkeit. So Drupal König selber sagte, hat alle seine Fehler und seine Vorzüge aufgezählt, ohne etwas zu verstecken oder etwas zu verbergen. Und das ist eine Qualität, die wir in besonderem Maße wertschätzen sollten. Und da gibt es zum Beispiel auch Jay Bharava, von dem heißt es ist unangemessen, dass ich meine eigenen Lebensgeschichte aufschriebe. Aber wenn jemand anderes es täte, wäre es bedeutungslos und wäre voller falscher Behauptungen. Es ist nicht sehr angenehm, seine eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben, und besonders wenn es etwas Schlechtes ist, was man aufschreiben soll. Aber wenn man nichts Gutes über sich zu sagen wüsste, warum sollte man dann überhaupt die Lebensgeschichte aufschreiben? Dann wäre es von vornherein sinnlos, oder dann, wenn man Falsches behauptet, wäre sie falsch. Es ist also schwierig, eine solche eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben. Wir sollten alle unsere Fehler und Qualitäten kennen und sie dann, ohne sie zu verstecken und zu verbergen, mitteilen. Wenn wir versuchen, einerseits die Fehler zu verstecken und nur die Qualitäten andererseits zu sagen, dann ist das sehr schwierig. Also eine solche Autobiografie, eine persönliche Lebensbeichte ist außerordentlich schwierig aufzusetzen. Und da gibt es auf der anderen Seite, wenn es andere Leute aufschrieben, dann werden da ganz viele sinnlose Teile darin enthalten über Behauptungen, die niemals zugetroffen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass jemand als Guru seine eigene selber aufschreibt, das, was er selber kennt. Denn es ist das, so heißt es, eine eigene Bewusstheit ist für dich selber nicht verborgen. Man kennt sein eigenes Gemüt besser als jemand anderes. Und wenn es jemand anders wäre, der dies aufschreibt und darin etwas behauptet, was nicht wahr ist, und das dann aus dem Grund von Preisung, aus Bedürfnis heraus, sie behaupten, das sind folgende Wunder geschehen oder er hat die Arten von Hellsicht gehabt und so weiter, hat diese reine Sicht, dann können Sie alles Mögliche darin schreiben, auch die erstaunlichsten Dinge, die niemals durch den Guru selber vollbracht worden wären. Und es gerät in die Gefahr, zu etwas Falschem, zu einer Verkündung von Unwahrheit zu werden. Und deswegen heißt es,
Kritik von jemandem, der nämlich zu weiß, wie man kritisieren soll, ist besser als ein Lob, den man empfängt von jemandem, der nicht weiß, wie man loben soll. Aus diesem Grund, wenn wir also über diese ganzen Lebens- und Befreiungsgeschichten nachdenken, dann sind diese Lebens- und Befreiungsgeschichten natürlich in einer Tradition, das sind Geschichten, aber das heißt nicht, dass sie bedeutungslos wären, bloß weil sie Geschichten wären. Der Grund dafür ist, dass wenn wir über die vergangenen Geschichten nachdenken, zu verschiedenen Religionen, es ist aufgrund dieser Geschichten, dass wir Geschichte, zum Beispiel tibetische Geschichte, studieren können. Zum Beispiel über die verschiedenen Geschichten der Bön-Tradition und so weiter oder die großen Weltreligionen wie Christentum oder Islam und so weiter. Alle ihre verschiedenen wichtigsten Schriften, die heutzutage verfügbar sind, sind voller Geschichten. Und gleicherweise ist es in der Leben des Buddhas, sind die neun oder 12 verschiedene Arten von Schriftgattungen, die verfügbar sind. Zum eine davon sind die Jataka-Geschichten, die der früheren Wiedergeburt. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Kategorien der Lehre des Buddha, wenn sie zeigen verschiedene Lebenszeiten des Buddha auf. Und im Besonderen, wenn man eine solche Geschichten verkündet, der Grund dafür, jeder, ob jung oder alt, ist immer interessiert, irgendwelche Geschichten zu hören. Und wenn wir solche wahren Geschichten oder wenn wir durch solche Geschichten lehren, dann ist es einfach für alle, die zuhören, darin etwas zu verstehen. Wenn man nur über Philosophie zum Beispiel sprechen würde, etwas, was sehr schwierig zu begreifen ist, was bestimmte Begriffe benutzt, die andere nicht verstehen, dann werden sie irgendetwas verstehen oder wenn sie nichts verstehen, werden sie ganz gelangweilt, wenden sich ab. Philosophie oder Weltanschauung ist etwas für Leute, die besonders ausgebildet sind. Das ist nicht für gewöhnlich Sterbliche, die so, aber denken wir an die Lehre des Buddha. Sie ist nicht nur in erster Linie Philosophie, sondern sie ist eine Anleitung, die für alle gedacht ist, die uns anleiten soll, unsere eigene Bewusstheit nach innen zu richten und etwas zu lernen, die eigene Übungserfahrung umzusetzen. Und diese Art von Übung ist wichtig für jeden, ob sie Ausbildung vorher hatten oder nicht. Sie ist etwas für alle zur Verfügung stehen sollte. Etwas, was von großem Nutzen ist und das in dem ganzen eigenen persönlichen Leben umsetzbar werden sollte. In solcher verschiedenen Weise sollen wir also Leute dazu bringen, diese echte Dharma-Informationen aufzunehmen, sie aufnehmen zu können. Wenn man nur eine einzige Methode oder einen Weg zur Verfügung stellen würde, dann wäre es schwierig, das wäre nicht für jedermann geeignet. Und wenn man so also über diese Lebens- und Befreiungsgeschichten der großen Gurus nachdenkt, dann sind sie Geschichten. Natürlich sind sie Geschichten, aber sie sind Geschichten, die in einer besonderen Weise verschieden sind von den gewöhnlichen Lebensgeschichten anderer gewöhnlich Sterblicher, sondern sie haben besondere Vorzüge, die heben sie über normale Geschichten hinaus. Sie sind großartige Lebewesen, die ihren Geschichten hier mitgeteilt werden. Wenn ich also darüber spreche, wenn Sie darüber sprechen, wie Sie tatsächlich in Ihrem eigenen Leben Ihre Dharma-Information in eigene persönliche Erfahrung umgesetzt haben, dann gibt es ein Beispiel für uns, ein Vorbild, nach dem wir uns orientieren können. Das sind gewissermaßen schon Kerninstruktionen, Herzensunterweisung, allein dadurch, dass Sie uns das vorgemacht haben und dass Sie uns zeigen, wie Sie es gemacht haben. Wenn Sie also in solcher Weise eine solche Geschichte, eine Lebensbeichte oder Befreiungsbeichte ablegen, dann ist das etwas, was tatsächlich für uns, die wir auf unserem eigenen Niveau, dass wir in dieser Welt geboren sind, eine Information ist, an der wir uns orientieren können. Denn diese Geschichten ist das, was wir immer aufzunehmen in der Lage sind. Und es zeigt, dass wir selber diese Qualitäten nicht haben. Und bloß weil wir diese Qualitäten selber in unserem Leben jetzt nicht haben, heißt das nicht, dass diese Geschichten von solchen großartigen Lebewesen nutzlos und sinnlos wären. Ganz im Gegenteil. Im Laufe des nächsten Monats werden wir also über Milkes deutsches Lebens- und Befreiungsbeichte sprechen. Und anhand von Kommentaren und
Wir haben schon mal darüber gesprochen und wir hatten drei Hauptpunkte, die hier zu erwähnen sind und dann ist das Warum, die Ehrerbietung und das Versprechen, was zu lehren ist, dann ist das eigentliche Grundeigenschaft dieser Lebensgeschichte und dann, was die Schluss oder die Schlussbetrachtung ist. Das zweite ist also das Wichtige an die eigentliche Kernstück der Biografie der Lebensgeschichte. Und in diesem ist darin enthalten, dass was da mal hinführt, die vorbereitenden Übungen und dann der Hauptteil, wie man tatsächlich den Weg durchgeht und für die drei Arten von Auffassungsgaben und darin wiederum ist das Wichtige, zweite wieder das Wichtige, wieder den kleineren, den größeren und den großartigen Weg der Auffassungsgabe durchschritten hat. Und insbesondere der dritte ist wichtig. Denn in diesem dritten Abschnitt geht es darum, die Bodhicitta als die eigene Herzensmotivation zu übernehmen. Und wie dann im zweiten die Handlungsweise darin ist, nämlich dann die zwei Arten von Bodhicitta zu übernehmen. Und dann das dritte wäre dann, wie er in diesen Arten von Vorsätzen, die zwei Arten von Bodhicitta sich geschult hat. Das sind also diese drei Hauptpunkte, die Ausgangsmotivation, die Handlung und dann das eigentliche übende Verhalten. Wenn man dann über diese sogenannten guten Taten genannte Lebensbeichte von Mikkel Deutsche spricht, dann sind darin die 9 guten Handlungen darin enthalten, nämlich, wenn ich das nochmal sagen möchte, hier anhand von den Versen. Ich habe das ja schon mal genannt, aber ich bin ja schon durch die 9 guten Taten durchgegangen. Alle Lebewesen ohne Unterschied sind wie meine eigenen Eltern. Es ist deshalb unangemessen, dass sie als Freund oder Freund zu betrachten. Und mit unverfälschter Liebe und alle Lebewesen ist das eine meiner guten Taten, die damit vollkommenes Erwachen zu erlangen. So, morgen werden wir also mit dem 10. guten Tat weiter fortfahren. Das ist also aus der Autobiografie entnommen, die diese guten Taten genannt ist. Und was den anderen Text anbetrifft, der heißt das Unvergleichliche, darin heißt es hat 5 verschiedene Abschnitte. Wie weit sind wir darin? Das letzte war das 5. und darin hieß es, sein Bewusstsein ist niemals getrennt von Liebe und von Mitgefühl und so weiter. Ist das für jene, dass sie heranreifen zu etwas Vollkommenen, Reinen und Makellosen, hat er sich immer Leid und den Ursachen zugewandt und über Unbeständigkeit in seiner Lebenbetrachtung angestellt. Zu ihm wende ich mich mit Herzensbitte. So. Morgen ist ein freier Tag. Und dann habe ich gedacht, am 18. das wäre eigentlich ein guter Tag, weil das der Tag ist, der 18. wäre eigentlich ein guter Tag gewesen, wo man vielleicht mit Marpas Lebensgeschichte, weil das sein Geburtstag ist, auseinandersetzen könnten. Und es wäre eigentlich gut, da habe ich gedacht, dass wir Al-Kachis eine gewisse Vereinbarung darüber haben, wann sind die Geburtstage von Marpa und Milarepa und wann sollte man diese begehen und feiern. Wir sollten deshalb ein bisschen Nachforschung anstellen und dazu eine Übereinkunft kommen und sollten uns besonders auch mit großem Interesse dieser Aufgabe widmen, wann die Tage sind. Wann waren ihre Geburtstage und wann war ihr Parinirvana, ihr Fortgehen aus dieser Welt? Jedenfalls sollten wir zu einer Übereinkunft kommen. Es gibt eigentlich nur einen Geburtstag, aber später, wegen dieser verschiedenen Zeitberechnungssysteme, gibt es ja verschiedene Arten, wie man darüber nachdenkt, welches der Geburtstag gewesen sein müsste. Natürlich gibt es natürlich klar, dass sie nur einen Geburtstag hatten und nicht verschiedene Geburtstage. Im Sinne gewöhnlicher sterblicher Lebewesen sind sie nur an einem Tag geboren und nicht an verschiedenen Tagen geboren. Also wir brauchten auf jeden Fall, wenn wir ein Verständnis darüber, dass alle Kagyupa sich darüber einigen, an einem bestimmten Tag, Gampopa, Marpa, Milarepa, dass man deren Tage kennt und sie in der Lage wäre,
dann gebührend zu feiern und zum selben Tag gemeinsam eine solche Zeremonie durchzuführen. Das wäre doch großartig. Das ist jedenfalls mein Verständnis und mein Wunsch, dass wir wie alle großen Kagyu-Vorfahren, dass sie und dass deren Nachfahren, dass sie alle gemeinsam etwas machen. Wenn jeder von diesen, wenn jede einzelne Tradition, die sich entfaltet hat von unseren Vorfahren her, dann ihren einen verschiedenen Geburtstag begeht, dann wäre das sicher etwas sehr Merkwürdiges, wenn unsere Vorfahren uns dabei zuschauen könnten und könnten sehen, dass sie alle ihren Geburtstag zu einem anderen Tag zeigen. Das wäre doch sehr beschämend. Wir sollten uns da deshalb mit einer nach gebührender Forschung auf einen Tag einigen. Denn sie haben natürlich nur einen Geburtstag. Es kann ja nicht sein, dass sie an mehreren Tagen geboren worden sind. Also deswegen sollten wir doch, wenn wir uns die Nachfahren dieser großartigen Meister dünken, dass wir dann wenigstens in der Lage sind, deren Geburtstage und Tage des Vonscheidens, des Paranivanas gemeinsam zu begehen. Wer sollte es sonst tun? Es wäre doch sehr, sehr beschämend und unwürdig, wenn wir, uns die Nachfahren dieser Meister wähnen, dass wir dann nicht in der Lage sind, ihre Geburtstage zu begehen. Also Leute sollten sich daran machen, diese Geburtstage zu untersuchen und herauszufinden, welches denn wohl die eigentlichen gewesen sein könnten und dass man sich dann in Übereinkunft darauf festlegt, diese oder jene als den Tag dieser Zeremonie zu wählen und dass wir gemeinsam eine solche Zeremonie begehen können. Für eine solche Erforschung können alle ihre Meinungen beitragen und am Ende dieser Unterredung, wenn alle Daten, die Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, können wir uns dann darüber einigen, welches die richtige, beste Art ist. Und dann, wenn wir uns geeinigt haben, wenn alle KG-Überlieferungslinien sich darauf geeinigt haben, wir sagen, das ist der eine Tag, auf den wir uns jetzt geeinigt haben, dann wäre das von großem Nutzen. Und aus diesem Grund heraus ist das etwas, was wir nicht sofort jetzt in diesem Moment entscheiden können. Und wir sollten deshalb auch etwas in die Zukunft verlegen. Aus diesem Grund habe ich dann gesagt, sollten wir diese Puja, diese Zeremonie, die für den 18., also gestern geplant war, dass wir die verschieben. Und wir werden also dann in diesem Sinne dann später damit befassen und jetzt übermorgen mit den Unterweisungen weiter fortfahren, mit der Freiheitsgeschichte von Mikio Dorje. Und das reicht für heute. Vielen herzlichen Dank.